Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von Division 2. Ich bin die Feldwulzen und zeige euch ein Open World Bild, mit dem ich ab Stufe 40 dann gespielt habe mir das Zeug zusammengefarmt und mit dem habe ich alles gespielt. Wie man sieht, jetzt da Wächter-Event und ich habe gefarmt damit, ich habe Kopfgelder damit gemacht und ich finde, das ist das Bild, was jeder Neuer sich erformen sollte und dann alles durchziehen kann. Das wäre so mein Vorschlag für alle Anfänger, ja, nicht Neulinge, sondern für Anfänger. So, bei Very Maniacs ist mein Clan. Falls einer dazu möchte, einfach gerne eine Anfrage stellen. Dann brauchen wir die Spezialisierung Feuerwand. Mir brauchen wir die Spezialisierung deswegen hauptsächlich wegen dem Schild. Dann hat es noch einige andere Vorteile, die wo jetzt da nicht ausführen möchte, weil es eigentlich nicht so interessant sind. Streugranate ist recht lustig. Das Stürmer Schild erhöht den Schaden von dem Gegner, der direkt vor einem steht. Ja. Verbündete Gegner 10% mehr Schaden. Ja, das ist, schaut sich jeder selber an. Aber von Deckung zu Deckung 30% Rüstung, so schutzmäßig, ne, wenn man umeinander grabt, vor einigen Sauna, dann brauchen wir die MP-Verstärkung und die Schrotflintenverstärkung, was in der Spezialisierung drin ist. So, wie man sieht, spielt man das Ding auch mit Memento, den muss man sich vorher farmen, weil der ist dann schon sehr, ja, soll ich sagen, notwendig schon fast für das Bild. Ist eigentlich ein Solo-Bild, spielt man nicht in der Gruppe, sollte man allein spielen. Dann haben wir die Scorpio drinnen, wie ich schon gesagt habe, die muss man sich auch erfarmen. Nonplusultra im Spiel, einfach eine der stärksten Waffen. Ja. Ich habe dann als Zweitwaffe noch die Dark Winter, aber dazu mehr später. Ich möchte euch noch hinweisen, dass wir einen Community Discord haben, der immer größer wird und immer mehr Leute sich da anschließen. Das ist ein Discord von einem Spieler, für Spieler. Jeder hilft jedem, auch Neulinge, und ja, es findet sich immer jemand, eine Aktivität in Division 2 durchzuziehen. Also speziell auch für Raids haben wir auch ein Abkommen mit einem Clan, der die Leute gerne mitnimmt und die Waffe, die man im Raid bekommt, die Adler oder die Regulus zu farmen. Ja, das Bild ist relativ einfach zu farmen und sage mal auch nicht so schwierig zum Zusammenbauen. Wann haben wir jetzt da drin? Zorn des Jägers Maske, alles auf Rot. Da brauchen wir 4 Teile vom Zorn des Jägers. Und was der macht, könnt ihr euch selber durchlesen. Aber es ist ein Set, das den Nahkampf oder beziehungsweise auf nahe Distanz und auf mittlere Distanz erhöht den Schaden. Ja. Da haben wir jetzt die Handschuhe, alles auf Rot gerollt, auf Crit Chance und auf Crit Schaden. Das machen wir mit jedem Teil, auch mit den Knie. Und dann noch mit dem Holster ist alles auf Waffenschaden, Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer gerollt. Ich habe dann die Teile auf Expertisen Level 15 wegen der Rüstung. Bringt jetzt nicht unbedingt das, was man meint, dass es bringen sollte. Aber ja, mir war Vater und ich habe es in Tee gezogen. Jo, da geht uns dann die Weste noch ab. Die Weste ist von Bedgar Tuff oder Tuff. Die benannte, scheißegal.
und die hat die perfekte Unverwüstlichkeit drauf. Das heißt, dass man die Rüstung doppelt hat, weil wenn die weg ist, dann kommt es komplett wieder. Wir haben 1,2 Millionen, somit haben wir 2,4 Millionen Rüstung. Ja, ist ja notwendig, rettet dir am Anfang brutal oft den Arsch. Wenn einer die Weste nicht hat oder ja, die benannte, dann nimmt man andere mit dem unzerbrechlich drauf. Ja. Oder was vielleicht auch Sinn macht, ist die Walker Harris Weste. Aber das Talent unzerbrechlich sollte dann doch auf jeder drauf sein, so als Ausweichmöglichkeit. Leider Gottes kann man vielleicht den Memento nicht austauschen, der ist zwingend notwendig. Die Scorpio könnte man vielleicht mit irgendeiner anderen Waffe tauschen. Es funktioniert mit jeder Schrotflinte, die wo eine stärkere oder höhere Schussfrequenz hat. Die ACS, ja, oder ich habe es einmal probiert mit der Tsunami. Das ist die benannte Schrotflinte. Funktioniert es auch. Aber mit der Scorpio machst du halt den meisten Schaden. Die ist halt einfach unschlagbar. Ja, die Scorpio hat halt eben 8 Schüsse und pro jeden Schuss, den man abgibt, hat man einen anderen Statuseffekt dann drauf. Und ja, der letzte Schuss macht immer den gleichen Schaden, egal welcher Gegner, oder einen hohen Schaden, egal welcher Gegner das gegenübersteht. Man sollte das immer schnell durchlesen. Ich habe da nur drin die Dark Winter. Man kann dann aber auch die unbenannte nehmen, die Vector. Ich würde aber tatsächlich bei der Waffenart bleiben, ja, weil ja, spielt sie am allerbesten. Mit der Waffe hat man dann 60% Chance auf kritische Treffer. Ja. Und mit der Scorpio fällt man runter auf, glaube ich, 50% Schaden durch kritische Treffer. Und wenn man jetzt da die Vector SPR 45 ACP nimmt, kann man sie auch kräften. Man muss nur das Talent mit dem Messer drauf haben, was ich jetzt nicht weiß, wie genau das heißt, ist aber wurscht. Also Talent sollte das gleiche sein wie auf der Dark Winter, dann funktioniert die ganze Garde relativ gut, auch wenn man nicht die benannte hat. Als Waffe, also als Pistole, habe ich die angepasste TDI-Card drin. Sollte man mit Direktiven spielen, wo man keine Munition hat, ist das ganz gut, weil mit der TDI-Card kriegt man einen Fertigkeitsrang mehr. Dann haben wir Fertigkeitsrang 4. Und dann macht man zuerst mit der Drohne und der Pistole ein paar Blatt, damit man Munition sammeln kann. Und idealerweise ist noch ein Kollege mit dabei, der ja einen Richtschützen drin hat. Dann regeneriert man ja, die Kugeln selbst. Oder kriegt man von dem Kugeln dazu. Somit kann man das Set jegliche erdenkliche Weise in dem Spiel spielen. Außer legendär wird nicht funktionieren, da ist es zu schwach. Sicherlich gibt es andere und bessere und stärkere Sets, aber wie gesagt, ich habe mit dem Set, weil ich halt gern nah dran bin am Gegner, weil ich auf die Entfernung nichts treffe, die ganze Open World durchgespielt und auch sämtliche Kopfgelder gemacht. Manche spielen das mit einem Technikerbild, setzen sich in einer Ecke und warten, bis die Drohne und das Geschütz alles platt gemacht hat. Macht keinen Spielspaß, und mit dem Set hier hat man doch, ja, kann man draufhauen wie nix, sag jetzt mal, ja. Und mir gefällt das. Ja, wie gesagt, ich habe da das Stürmerschild drin von der Feuerwand, das sind Schaden vor mir an den Gegner verstärkt, und der das Gruppenmitglied, das hinter mir steht, dem wird der Schaden auch verstärkt. Geht praktisch vorne der Kegel weg und hinten der Kegel weg, und der, wo hinter mir steht, kriegt mehr Schaden drauf, der praktisch Kollege, wo mitspielt, und die, wo vor mir stehen, die kriegen dann auch mehr Schaden drauf. Das Ganze ist auf Fertigkeitsrang 3
Und so schaut das Bild dann im Ganzen aus. Ja, fotografiert es euch ab und ja, das Ganze einfach auf Rot rollen, dass man 2 blaue drin hat, und mit dem unzerbrechlich hat man dann eigentlich 4 blaue und man hat 5 rote Kerne durch Memento. Und beim Memento ist es so, wenn die Stacks oben sind, ist man fast unaufhaltsam. Sicherlich Minipacks gibt es auch, die sind nicht umsonst im Spiel. Unverwundbar bleibt man trotzdem nicht. Ja, in dem Sinne, das war's mit dem Set, ein kurzes Video, weil ich gefragt worden bin, ja, Anfängerset, haben wir was? Ja, sicher haben wir was. Und ich finde das Ding fetzt, macht Laune, gibt bessere, aber ich habe mit dem gespielt und mir hat es echt Spaß gemacht. In dem Sinne, man sieht sich beim nächsten Video hoffentlich. Abo, Like, kommentieren, immer gerne. Wenn nicht, ist mir persönlich auch wurscht. Aber es macht halt Spaß, wenn man ein bisschen eine Resonanz bekommt von den Leuten, die sich das Zeug anschauen. Ich möchte auch besser werden. Das Reden werde ich wahrscheinlich nie lernen. Aber ich gebe mir Mühe, dass man mich versteht und dass ich mich nicht gar so oft verrät. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch und auf Wiederschauen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sich nähernde Feinde erkannt. Ich versuche es von hinten. Keine Sicht auf den Feind. Hey, ich lade nach. Gehen wir nach Hause. Noch eins zum Schluss. Wenn jemand die Huntermasken noch braucht, kommt zu mir auf den Discord. Wir machen es möglich. Die Dinger sind relativ schnell zusammengefarmt, wenn einer die Masken braucht.